Der Buch Johannes in dem Neuen Testament ist ein von den meisten bekannten Büchern in der ganzen Bibel. Und ein von den ersten Versen, was viele Kinder auswendig lernen, in der Sinderschule und vielleicht Hus, ist Johannes 3,16. Das sind auch andere Versen, die uns sehr bekannt sind. Und sehr viele von diesen Versen lernen uns, wo wir geraten sein. Wir wollen eine frische Series von der anfangen und das Buch Johannes. Und wir wollen sein, was ist Gott seine Evangelium, was der Jesus Christus offenbart ist zu uns, wie wir das Sünde geboren werden, getrennt von Gott, aber nur die Gelegenheit haben, dem Jesus, durch Jesus, dort annehmen, was Gott für uns hat. Und dort ist ewiges Leben mit ihm. Wir haben von der anfangen, wir werden ein klein bisschen sein, was ist die Meinung oder was ist die Ursache hinter das Buch, und dann werden wir die ersten 18 Versen durchgehen von das Buch Johannes. Die erste Frage vielleicht, und ich weiß, dass der Anleitungsthema ist vielleicht für was von Jüd ist nicht so wichtig, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein klein bisschen ein Grundverständnis haben von dem Buch, wer das geschrieben hat, zu wem ist das geschrieben und worum das geschrieben wird. Die erste Frage ist, wer schreibt dort? Und wir sehen dort den Namen von das Buch, dort ist von dem Apostel Johannes geschrieben. Du sagst, wenn ich Schriftgelehrte oder andere, was das hier steht, wir lesen viel in das Buch, in Johannes, dort der Schreiber redet von sich selbst, da wer Jesus lebt. Und das wird sehr interessant sein, dort wird sich selbst so abgenannt, diese Person so abgenannt, wann nicht da wir, von wem reden wird. Da wird viel leichter sein, was dort bis Johannes benannt wird. So, wir leben und wir sein dort, das ist, wer das geschrieben hat. Wir sind auch in das Buch in Ornebeke, in der ersten Feierbeke in der Bibel, dort Johannes wie ein von Jesus Christus sein bester Freund. Und das ist Port von worum Johannes nannt sich selbst, und vielleicht Orne würden noch gesagt, dort ist da, wer Jesus lebt. Und ich weiß nicht, wo ihr dort haben, und ihr denkt vielleicht noch in den Schuljahren, in Englisch sagen wir, das ist Teacher's Pet, nicht? Das ist einmal diese Person, die der Lehrer da gleichen, das ist Orne. Und dort, wir glauben im Bett, dort Johannes, wie in vielen Wegen, Jesus sein bester Freund. Und Johannes hat auch in alle, was ein bisschen jünger wie als die anderen Lehrjünger. Wir müssten glauben, dort haben wir vielleicht 10 Jahre jünger als Jesus, vielleicht Duram, vielleicht 20 Jahre alt, haben wir von den Jüngsten. Und wir sind auch Leute, dort lebt länger als alle die anderen Lehrjünger. Meist bei 100 Jahren. Dort war über 90 Jahre alt und lebt länger als alle die anderen. Johannes wirkt eine Person, die alles Johannes seine Ornebeke, 1. Johannes, lesen wir das. 1. Johannes, die erste Kapitel, 1. Vers, heißt es das. Was von Anfang an gewusst ist, und was wir gehört haben, mit unseren eigenen Augen gesehen haben, was wir angekickt haben und mit unseren Händen angefühlt haben, dort ist das Lebenswort, von dem wir reden. So Johannes wie die Person, die das gesehen hat. Er hat all diese Dinge, was er von geschrieben hat, er hat das persönlich angeschaut, gesehen, gehört. Und er ist ein Zeichnis zu dort, was Jesus tut und wer er ist. Wann wird das Buch geschrieben? Du sind Schriftgelehrte, die verschiedene Lehren tun. Die erste Ding, was sie lehren, ist, dass das Buch wird vor 70 AD geschrieben. Und worum sie das glauben, ist in Johannes Kapitel 5, redet von der Stadt, was Tanusch war gemerkt in 70, wenn der Römer kam in den Mürten Jerusalem Tanusch. Und so, das sind was lehren wegen, wo das wird gebraucht, dass du noch ist,
dat het voor 70 AD war geschreven. En dan zijn er zo'n wat leven en leren dat dit boek war noem dat Johannes gestorven deed, alle dat wat Johannes geschreven had, war taub gemerkt dat een boek was en dat war taub gestalt na zijn dood. Maar meeste schriftgeleerden, die wat het studeren doen, leren dat het wordt bij 25 AD geschreven. En Johannes weer van het eerste boek van de 5 boeken wat Johannes schreven deed, Johannes weer het eerste boek. En hier had Johannes voor meerdere jaren geschreven wat hij geleerd had van Jezus, wat hij beleefd had. En aan het eind zijn leven, hij kon zijn, hij wordt Allah, dat hij alle deze dingen wat hij geschreven had, taub staan, dat het een boek geeft, dat het een levensgeschichte weer van Jezus. En dan na dem schrijft hij nog een brief, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, en dat laatste boek wat hij geschreven deed, is dat openbaring boek. Dus dat meer pastors en zo wieder, wat van de eerste 100 jaar dit ondersteunen deden, en dat dit is wat passieren deed. Zo, voor je wie dat interessant is, daarom wat echt leidt geschreven is 25 AD. Te wem wordt dit boek geschreven? In de 4 Gospels te zijn, de eerste 4 boeken van het Nieuwe Testament, die zijn een klein beetje verschieden. En waarom die verschieden zijn, is ze zijn alle 4 van verschillende schrijvers geschreven, maar ook naar verschillende mensen geschreven. Zum Beispiel Markus is het boek, dat is het eerste boek wat geschreven wordt, en Lucas en Matthäus worden geschreven in zijn weg dat zij dat nog een beetje erklären deden, wat Markus schrijven deden. En Matthäus schrijft te de Juden, we kunnen zien wat hij schrijven deed, hij schrijft het te de Juden. Lucas schrijft naar de Heiden. So we kunnen klein beetje zijn waarom er een onderscheid is met wat de boeken zijn geschreven. En Johannes, waar hij dat schrijven deed, hij schrijft dat ganze part van deze orde 3 schrijver. Dat is waarom zijn boek zeer verschieden is van de orde 3. En de oorzaak waarom hij dat schrijven deed, wie ook een klein beetje anders. We worden zijn een klein beetje wat dat weer. We zijn ook dat hij schrijft door op dat de wat Griechische mensen weer kunnen dat verstaan. En we zijn dat hij Griechische Wierdbrücken doen, wat de philosophers van die deel Wierdvol vingen deden. En een van die Wierd is lag als we worden van deel zijn, wat dat wordt mijn dat. Dit is ook een boek wat niet bis de eine Tag geschreven wordt. Dit weer een boek wat Johannes schreven deed, doorop dat het uitgedeeld wordt te alle Tagen, zodat de ganze wereld kan leren wer Christus is en waar we kan eeuwig leven door hem vinden. So, waarom wordt dit boek geschreven? Ik vind het interessant dat Johannes als de enige schrijver in het Nieuwe Testament waar het zo klaar geschreven deed, waarom hij een boek geschreven deed. En een van zijn eerste brief, 1 Johannes, en dat is een vers wat ons zal alle zeer bekend zijn, 1 Johannes, kapitel 5, de 13e vers, zegt het. Ik schreef dit erop, dat je dat weten kan, dat je dat eeuwig leven hebben. En so hij schrijft het ganze boek, 1 Johannes, dat wij als Christen, wie wir Jezus aangenomen hebben, kan dat weten, dat we dat eeuwig leven hebben. Hij deed het zelfs in Johannes kapitel 20, 30 tot 31, schrijft hij dit. En hier geeft hij de oorzaak waarom hij dit boek geschreven deed. Hij zegt dit. Jezus deed nog veel andere tekens voor zijn jünger, die niet in diesem boek geschreven zijn. Deze aber zijn geschreven, dat je geloven kan, dat Jezus de Christus Gott zijn Zoon is, en dat je durch den Glauben in zijn Namen dat leven hebben. So ik wil ons helpen denken, en Johannes wil gaan, dat we zullen dit boek lezen, durch de bril wat ons gegeven wordt in deze vers.
Du wordt verken gefragt, waarom wordt niet van mij van gereed, geschreven van wat Jezus deed in zijn Jüngerjahre? Waarom wordt niet maar geschreven van dit en van dort? We hadden niet zo veel Klarheit an welche dingen. En de oorzaak is dat dit wordt geschreven, niet dat we in levensgeschichte kriegen van Jezus, dat we alles weten wat hij deed, aber dat we genoeg weten van Jezus zijn leven, van zijn Gottesdienst, van zijn arbeid op een kruis en zijn Auferstehung, zodat we kunnen weten, waar we geraad kunnen zijn durch hem. Deze aber zijn geschreven, dat je geloven kan. Du hast je niet geschreven, dat we geloven kan. Dat Jezus de Christus is, God zijn Zoon is, en ook dat we kan durch den Glauben in zijn Namen dat Leben haben. Ich glaube, die Farge wird es ganz klar, das merken, dass wir wollen ein paar Sinne von nu, wo wir diese Farge durchgehen, und aus Johannes Kapitel 3, der sagt in der Farge, sagt es steht, Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er sein einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihm glauben, nicht verloren gehen, aber dass ewig Leben haben. Und ein Ding, was ich glaube wichtig ist, wenn wir das Buch lesen, ist, dass wir nicht zu viel Zeit nehmen und die Details nur sein. Das ist wichtig, dass wir verstehen, was das alles zupassen wird. Aber du sind gewisse Dinge von der ersten Feierbeker in der Bibel, was für uns zu sein, würden nicht ganz stimmen. Zum Beispiel, du sind gewisse Dinge, was in Order sind. Meaning, die sind in Order, die stimmen nicht die Order von einem Buch in der Ordnung. Und warum das nicht so ein großer Punkt ist und nicht so wichtig ist, was wir da vielleicht würden sein, ist wegen, dass wir nicht wichtig zu den Schreibers. Wegen die Schreibers, wo sie die Lebensgeschichten dieser Zeit schreiben deuten, sie haben ein Thema, was sie wollen von schreiben von der Person, und dann alles, was sie schreiben würden, wird den Thema starten. Und das meint dort all die Dinge, die Details, die wir nicht so wichtig, kriegt, wo das ausfallen deuten, aber was passieren deuten, nehmen sie, dass sie können in Geschichte vertalen, dass das bewiesen deut, wer diese Person wir. Zum Beispiel, wenn wir sein, in dieser Farge, dort Johannes hat ausgeschrieben, dass wir können weiten, wo wir gerat können sein, dort wird Johannes uns sagen von Jesus, da wird dort unser Sterben. Und er wird Dinge ausloten, was dort nicht unser Sterben tun. Nicht, dass das nicht wichtig ist, vielleicht in der Ordnung wäre, aber für was Johannes will haben, wie sollen weiten, das ist nicht so wichtig. So, wenn wir die ersten 18 Versen durchgehen, und das ist Johannes in Anleitung für sein ganzes Buch. Und so, wir würden vielleicht Fan sein, wenn wir noch klein bisschen tiefer gehen in diese Versen, aber das ist die Anleitung, und so dann wird er seine ewige Zeit nehmen, sein Buch dort noch erklären, was er hier lernen wird. So, Johannes Kapitel 1, die erste bei der 18. Versen. Er fängt an, er sagt es dort. Als alles anfängt, wie das wird, und das wird wie bei Gott, und dort wird wir dort, und was Gott wie dort wird. Wir am Anfang bei Gott, der haben es alles gemerkt, und ohne Arm es nicht gemerkt, was gemerkt ist. Das ist interessant, wenn wir diesen Anfang lesen, dann das sagt, als alles Anfang. Das soll uns vielleicht bekannt, das soll uns bekannt hören. Das ist 1. Moses, die erste Farge von der Bibel, fängt gerade so an. 1. Moses Kapitel 1, die erste Farge sagt es dort, am Anfang gemacht Gott Himmel und Erde. So was Johannes hier tut, ist er das Alte Testament, oder Neue Testament, dort wo er schrieben, der verbinden mit dem Alte Testament. Dort Anfang, was diese Welt hat, dort ist verbunden mit Jesus. So in dieser Weise, dass er Gott seine Offenbarung, der Alte und Neue Testament, bringen. Dann lehrt er hier, dass Jesus erst dort wird. Was meint das? Das Wort erst, das kommt von dem griechischen Wort Logos.
Das wird als sehr wichtig für die griechischen Menschen. Was meint das wird? Logos meint für die griechischen Menschen die Ursache und die Ordnung von alles, was ist. Und was Johannes mit dem Wort meint, dass dort Jesus ist die Ursache, woran alles ist. Jesus ist der, der Ordnung bringen zu alles, was nicht wir. Und für die jüdischen Menschen, das wird Logos meint, kriegen wir wieder verstehen, dort, was Gott sagt. So Gott, Jesus ist die Ursache, woran irgendwas ist, und er ist auch das Wort Gottes. Gott seine Offenbarung zu Menschen kämpft durch Jesus Christus. So wenn wir wollen lernen, was will Jesus, oder was will Gott von mir, wir sollen wissen sein, wer ist Jesus und was lehrt er. So Jesus ist das Wort. Dann sei wie dort wird wir mit Gott, oder wir bei Gott, Anfang. So, vor du irgendwas wir Jesus all. Wir und ist von aller Ewigkeit. Jesus hat nicht einen Anfang, hat nicht einen Anfang, wird niemals in eng haben. Jesus ist ewig, ist vollkommen und ewig. Dann sehen wir hier auch, dass Jesus wir mit Gott. So wie hier sei wie in dieser Karte wir eine Lehre von der Dreieinigkeit. Gott ist, oder Jesus ist Gott, aber das ist noch eine Person, was auch Gott ist. Weil Jesus, wer Gott ist, wir mit Gott. So hier sei wie, du sind mehr als eine Person, was Gott sind. Und diese drei Personen merken ein Gott, und dort verstehen wir als Christen erst die Dreieinigkeit. Und dann der dritte Vers lehrt er, durch ist alles gemerkt. Und wir lesen wieder in Kolosser Kapitel 1, 15 bis 17, wo alles durch Jesus gemerkt wird und auch für gemerkt wird. Und das meint alles, was wir sein können und alles, was wir nicht sein können. Alle Gäste, alle Fleisch, alles wird von Jesus und für Jesus gemerkt. Und dann der nächste Vers in Kapitel 1, 4 bis 9 sagt es das. Und wir leben. Und dort leben wir, dort Licht für die Menschen. Jesus wir eine Person, die ein Leben bringen wird. Wir wollen lauter sein, Jesus ist gekommen, um ein Leben bringen, ein wird leben, und er kann voll leben für alle, die wir in ihm sind. Und das Leben, was Jesus hier auf Erde hat, dort wie ein Licht. Ein Licht ist ein Thema, wo Johannes viel von reden wird. In 1. Johannes sei wie, wo Licht und Finsternis gängen einander sind. Licht ist ein Symbol von Wahrheit. Finsternis ist ein Symbol von Lees. Licht ist ein Symbol von Offenbarung. Finsternis ist ein Symbol von Sinn und Verbiesternis. Licht ist ein Symbol von Reinsein. Finsternis ist ein Symbol von Sinn. Und so wird Johannes diese zwei scheiden. Jesus ist gekommen, er ist ein Licht. So dort, wir können klar sein, wer wir sind, und wir können klar sein, wer Gott ist. Wir wollen lauter sein, dass Jesus kam und er schien in der Finsternis nahen. Und wenn wir rausfallen von des Mars und dort ist, dass Jesus Christus ist der Licht, was einmal Finsternis überkommen wird. Er hat die Events über Finsternis. Und wenn ihr nicht Klarheit habt, und was die Bibel lernt, wird, Jesus ist der Licht. Er ist die Offenbarung. Er ist der, der uns Klarheit kann bringen von dort wird. Hier sehen wir, wo Johannes dort Hauptdingen bringen wird, war einmal der Anfang von der Bibel. Bis ein paar Versen wieder von 1. Johannes Kapitel 1 sagt es das, und Gott gefällt dort Licht, und er sah dort diesen Apport von dort Licht. Und hier, das ist mal der erste Vers, der hat Taubingen mit dem Anfang, dort Jesus zu wir und dort Jesus dort Licht ist. Dann sehen wir dort, Gott schickt Johannes, den Diaper, dort hat wenig dort Licht, Johannes, der Diaper, wir nicht dort Licht.
aber hij wir door hem zijn van dat licht. En dan in de negende vers lezen we ze staat. Dat wordt het licht, dat voor alle mensen schijnt, die in deze wereld komen. We worden een woord wat hier wordt gebruikt, waar we ieder moet zijn in Johannes zijn boek. En dat is, dat woord hier, alle mensen. Johannes kapitel 3, de 16e vers, lezen we alle mensen. De evangelium is werkelijk voor alle mensen. En wanneer het voor alle mensen is, dan is het voor die. Wanneer het voor alle mensen is, dan is het voor die Noba. En wanneer het voor alle mensen is, dan is het ook voor die vriend. Dat is ook voor die vriend. Er is keiner wat apart is, te weit af is, voor God zijn evangelium, dat die persoon niet kan Jezus Christus aannemen. So deze licht, deze leven is voor alle mensen. En alle mensen, die Jezus Christus aannemen, dan worden verständnis krijgen, openbaring krijgen van wie zij zijn, wo zij kan eeuwig leven hebben en wie God is. Dat licht is, Jezus Christus is dat licht. Maar dan leert Johannes wieder, dat wanneer licht in de wereld neemt, de wereld neemt dit licht niet aan. Die 10e vers sagt es dit. Hij weer in deze wereld, en de wereld weer door hem gemerkt, en de wereld kan hem nog niet. Dat woord wereld hier wordt de kamp van het Griechische woord kosmos, en dit woord meint alles wat gemerkt is, oder ook alles wat apart is van God. Johannes gebruikt dit woord, Welt, zum Reden von allerlei, wer noch nicht im Glauben sind. So, wenn wir lesen, dass Gott schenkt sein einzigen Sehen zu der Welt, das meint, Gott schenkt sein einzigen Sehen zu allerlei, wer noch nicht gerat sind und was verloren sind und nicht in Gemeinschaft sind mit Gott. Das sagt, hey, wir in dieser Welt, das meint, hey, kam zu dieser Welt, hey, wir mag uns, aber er sagt, sie nehmen ihm nicht ab. Aber die wir am annehmen deiden, sei wie in der 12. und 13. Vers sagt es steht. Aber alle die am annehmen und an sein Namen glauben, geeft hij de Macht, Gott seine Kinder zu werden. Die sind nicht durch Blut, und auch nicht durch fleischliche Verlangen, auch nicht durch irgendeinen Mann sein Willen geboren. Nee, die sind von Gott geboren. Und hier, Johannes eine Anleitung von einem von den großen Themen der ganzen Bücher, und dort ist von der wahre Geburt. Wir sollen wahre geboren sein. Und er wird eben was er erklären, was er mit das meinen das. Dort meint, dass wir sind nicht durch uns selbst gerat. Er sagt, wir sind die an Arm abnehmen und die in seinen Namen glauben. Hier sei wie wahre Wort Glauben ist. Die wir glauben, dat het recht en stemmen dat met het woord heeft. En die werden dat vertrouwen doen, oder aannemen doen. So glauben heeft hier twee poort. So alle die, wer Jesus aannemen doen in glauben, haben die recht, zum Gottes Kinder zijn. Das Evangelium ist nicht bloß für die Juden. Und ich würde sagen zu uns, wie wir plötzliche Mennoniten sind, das Evangelium ist nicht bloß für Deutsche. Das ist für alle Sprachen, alle Menschen und für alle Zeit. Und alle die, was nicht von was von Hintergrund wir sind, wer Jesus Christus annehmen dann, haben die Recht, zum Jesus Christus, oder Gott seine Kinder sein. Und dann der 14. bis 18. Vers lehrt uns, wo Jesus zur Welt kam und was er hier deed. Der erste Part von der 14. Vers lehrt uns das steht. En dat woord war een mens en woont mang ons. Wat meint dat het woord Jezus Christus war een mens? Ik geloof Filipper kapitel 2, de 5, bij de 11e vers leert ons wat dat meint dat. Hij zegt es dit. Hij trok zich dat zo als God seinen uit, nahm een gestalt aan als een knecht en war door der zo als een mens geboren
als ein Mensch. Was passiert, wenn Jesus zur Welt kommt, ist dort, sagt dort apart, sein Reichtum des Gott sein, dort meine ich, dort nicht mehr Gott wir. Tragt sich bis dahin Recht ut, dort leben zu sein, in den Reich nehmen. So wie noch voll Gott, aber tragt sich noch was Frisches auch an, dort zwei wir. Und dort ist wir voll Gott, und wird wart Mensch, wie auch voll Mensch. Ein vollkommen Mensch. Und dort meint, dort beides 100% wir. Wir ganz Mensch und ganz Gott. Dann wieder sagt in der nächsten Part von 14, und wir sagen, wo herrlich wir, eine Herrlichkeit so aus dem Vater sein einzigen sehen, der Jeif. Was ist Herrlichkeit? Herrlichkeit, und das Englische wird, was wir verstehen, als Glory. Herrlichkeit ist, und wir sehen das in 2. Mose, Herrlichkeit ist die vollkommene Scheinheit von Gott. Wenn wir von Herrlichkeit reden, dann wir reden von dort Bastet. Wir reden von dort, was hechtet ist. Und dort, was Gott und vollkommen und Schein ist. Und so Jesus Christus ist das größte, scheinste, was wir können jemals sein. Und offenbart Gott seine Herrlichkeit uns. Wie als ganz Gott ist und eine ganze Offenbarung von Gott ist. Was ist diese Offenbarung? Was ist diese Herrlichkeit? Der nächste Part sagt, dass voll von Gnade und Wahrheit ist. Jesus ist die Gnade und ist die Wahrheit. Was meint dort voll Gnade ist? Dort meint, dass durch Jesus Christus sei wie, dass Gott seine gefallen ist an der Welt. Dort meint, dass Gott seine Leib ist für die Welt. In Ordnung war zu sein, dass Gott hat ein Verlangen, seine Leib zu beweisen. Seine gefallen ist an alle Menschen. Und wenn wir uns so feiern, dass wir nicht sind, dass man uns nicht ist, Gott hat Jesus Christus geschickt, um uns zu beweisen, dass sie nicht fallen an uns. Und dann lehrt Johannes wieder dort, Jesus ist gekommen, um uns zu beweisen, dass Gnade kommt durch Jesus und nicht durch die Gesetz. Und dann der 18. Vers, und das ist ein von den großen Dingen, was Johannes will haben, dass wir sollen sein in das Buch. Und dort ist, dass Jesus Christus ist Gott. Der 18. Vers sagt, dass keiner hat Gott jemals gesehen. Von sein Warum. Der nächste Part sagt das. Aber sein einzigen Sehen, der Gott ist, und ganz dicht bei ihm Vater ist, der hat uns alles von ihm vertraut. So keiner hat Gott jemals gesehen. Jo, wir haben gelehrt von Gott, Gott hat sich in welcher Weise offenbart zu uns, aber keiner hat Gott gesehen in aller seiner Herrlichkeit. Kein Mensch hat ihn gesehen. Und das ist allmählich, dass wir ihm sein können. Denn Gott ist zu groß. Gott ist allmächtig. Gott seine Herrlichkeit ist so stark und groß, dass wir das niemals verdrehen. Der ist bloß einer, was Gott hat gesehen, oder das sind zwei Personen, was Gott gesehen haben. 3 Personen meine ich, wer Gott gesehen hat, so ist er wahrlich ist. Und dort ist die Dreieinigkeit. Und willst Jesus einer von der Dreieinigkeit ist, er hat Gott wahrlich gesehen, so er ist. Hier sind noch ein paar Wörter, die wichtig sind, dass wir verstehen, wer Jesus ist. Erst sei wir dort, Jesus war ein Mensch, dort er ist ganz Mensch. Und hier sei wir dort, der Gott ist. So, wenn Menschen fragen, das steht kein in der Bibel, dass Jesus wirklich Gott ist. Hier ist eine sehr klare Vers, wo uns lernen, dass Jesus ist Gott. Und mit diesen paar Versen können wir ein bisschen verstehen, wer Jesus ist. Und wir sind hier und ganz dicht bei ihm Vater ist.
Hier sei wie ein Klimat und ein Verständnis, wo die drei Einigkeit schaffen wird. Was erst dort, wo diese drei Personen taub holen wird, dort sei eint sein. Erst dort ein Lehm, was wir würden sagen, erst dort ein Lehm, wo ein taub holen wird. Erst das ernste Fleisch, nee, dort erst Gemeinschaft. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, sind in so einer Gemeinschaft. Dort sei eins sein. Und dort erst, glaube ich, der beste Weg, wo wir das verstehen können. Es sind noch viel mehr Dinge, die wir würden über das forschen können sein, aber Johannes legt hier einen Grund, für wo wir das ganze Buch werden verstehen. Und dort erst wörtlich, dort wir können weiten genug von wer Jesus ist, dort wir können uns glauben und ansagen, dort wir können dort ewiges Leben kriegen. Wir werden noch schließen mit dem Gebet. Jesus Christus, wir lesen von dir, dat du das Wort bist. Durch die und für die wird alles gemacht. Wir lesen auch in dieser Versen, dass du Gott bist. Wir sollen und wir können zu dir beten. Aber willst du Mensch wirst und Mensch bist, wir glauben auch, dass du kannst ganz verstehen, was es ist, um uns Leben leben. Du kannst mitfeilen. Und willst du Gott und Mensch bist, du kannst das ewige Leben geben, durch dein Opfer am Kreuz, das ewige Leben, so dass wir ewige Leben können haben mit Gott. Für das sei wir Dankschein. Wir beten Gott, dass wenn wir diese Series durchgehen, die wirst uns Klarheit geben, Offenbarung geben von dir. Wir beten alle das in Jesus Christus Namen. Amen.